Hallo, herzlich willkommen bei mir auf KidSwitch. Heute sind wir in Zürich und heute geht es mal nicht um Essen, sondern um Gamen, weil das ist etwas, was ich auch wahnsinnig gerne mache und ich habe heute die absolute Mega-Ehre, die neue Nintendo Switch zu testen. Und ich freue mich mega, weil ich bin, glaube einer der grössten Nintendo-Fans auf diesem Planeten. Ich darf es wirklich, glaube ich, so sagen. Ich habe jede Konsole daheim. Ich game auch noch wirklich sehr, sehr regelmässig mit denen und darum habe ich wahnsinnig Freude. Und ich heute eben die neue Hybrid-Konsole testen. Ich bin jetzt hier beim Mediamarkt in Liessach und ich sehe ein bisschen verhörst und du hast nicht so gut geschlafen, weil ich so nervös war, weil heute kommt Nintendo Switch raus und ich gehe sie endlich holen und jetzt heimen gamen. Juhu! Endlich ist das gute Stück daheim und ich habe die farbige ausgewählt und habe das Zelda Breath of the Wild gekauft. Andere Spiele habe ich jetzt noch nicht gekauft. Ich habe schon ein paar vorbestellt, zum Beispiel das Mario Kart, das im April rauskommt. Und das habe ich noch vorbestellt. Skyrim habe ich vorbestellt. Und Super Mario Odyssey, aber das kommt wirklich erst im November raus. Das geht ja noch mega lang. Aber mir reicht das hier fürs Erste absolut. Und ich bin auch nicht der Typ, der mega viele Spiele kaufen muss. Also jeder Bronze kauft. Ich will wirklich die coolen Spiele, die mir gefallen. Und die anderen die lasse ich dann sein. Aber jetzt geht es hier mal an das geile Stück hier. Also. Aufnehmen, la boxen. So. Ich traue mich fast nicht anzulängen. Ein bisschen geschwürig. Ja. Hey, aber es ist wirklich super schön. Und die Farben denke ich auch cool. Hey, nein, der Hammer. Jetzt schaut mal die Farbe. Ich weiss eben gar nicht, ob es richtig sieht. Es ist wirklich so knallig. Und ich konnte ja die Switch ausprobieren und es hat mich nicht gedacht, dass die Farben so intensiv sind. Also mega gut dahin. So, und da wäre noch der blaue Controller. Voilà. Und man da hier so das Heben steckt. Nintendo Switch Imported Information. Wichtige Informationen. Das Kabel, ein HDMI-Kabel. Der Netzadapter. Warte, jetzt sind da die Schienen, die man dann hier dran stecken kann. Das sind dann noch so weitere Knöpfe. Und da hier ist noch so ein Teil, dass wenn man aggressiv ist und das Zeug umschießt, dass es wenigstens nicht am Boden geht. Das ist so wie so ein Controller-Ding, wo man dann hier so reinstecken kann. Und dann, ja, so hier auch noch zum Beispiel. So. Ui. Alt. Wenn es richtig wäre. So. Ich zittere richtig, darum habe ich hure Mühe mit dem Zeug zusammensetzen. Es fühlt sich so gut an. Und es fühlt sich ganz anders an, als dann, als ich die Switch ausprobieren will. Es ist jetzt einfach anders aus. Es ist einfach mies.
Meins und niemand anderem sein. Und dann kommen wir noch zu einem wichtigen Teil. Und das ist die Docking Station. Wo man dann eben Switch, also da hier das Game-Dings kann reinstecken und laden und dann mitnehmen oder eben gamen und so weiter und so fort. Und dann haben wir natürlich noch das Spiel von den Spielen und ich habe ein bisschen Angst, dass ich anfange zu rennen, wenn ich es anfange zu spielen. Ich habe wirklich ich habe extra keine Trailer geschaut, ich habe extra keine Tests geschaut. Sogar den, den ich hätte können, habe ich weggeschaut. Also den, den ich jetzt wirklich hätte rausbiegen, habe ich weggeschaut, dass ich wirklich so jungfräulich wie möglich das Spiel spielen kann. Weil ich warte... Nein, ich warte, also wir warten alle seit Monaten oder fast Jahren und es ist immer wieder verschoben worden, der Release von diesem Spiel. Und ich kann es fast nicht glauben, dass ich es jetzt in den Fingern habe. So. Tiny! Soll ich es jetzt abschlecken? Weil anscheinend hat jetzt hier drauf so einen Film drauf, dass das kleine Kind nicht verschlucken. Und hat so einen Film, so einen bitteren Film drüber. Soll ich mal dran schlecken? Leben am Limit. Nein! Es stimmt! Es stimmt! Es ist wirklich bitter. Also nicht ins Mund, es ist wirklich bitter. Hure grusig. Ganz eine geile Idee. Also, ich würde sagen, ich montiere jetzt das und wage den epischen Schritt vom 2017. Hey, seht ihr, dass ich nicht zittern? Das ist wirklich, es ist im Fall nicht ein Witz. So, für euch tue ich jetzt wirklich die Konsole hier für euch anlassen. Ich tue dann am Schluss auf den Fernseher wechseln, weil dann das fängt am meisten. Ich muss da hier, wie sieht man, hallo? Oh. Geil! Deutsch. Oh. Nein, Netzwerk suchen. Jetzt muss ich mega viele Einstellungen machen, die euch nichts angehen. Mega gut! Habe ich es richtig eingegeben? Dennis, beim ersten Mal souverän. Geil. Okay. So. Ein Spitzname. Also, nehmen wir den hier. Altersbeschränkung festlegen. Nein, ich bin schon 8-jährig. Ja, wie soll jetzt der Home sich drücken, wenn ich das nicht... Aha, da. Also, jetzt der Home da. Oh mein Gott. Voilà. Öffne die Augen. Öffne die Augen. Wach auf, Link.
halte den Schika-Stein über das Podest. Dann wird der Weg sich dir öffnen. Ich habe die Konsole etwa 20 Stunden getestet. Also ich habe jetzt etwa 20 Stunden Zelda gespielt. Also ich bin immer noch dran, wie man sieht. Ich muss immer rüber schauen. Haha, das klingt jetzt mega blöd. Und so mein kleines Fazit, mein kleines Resümee. Ich muss wirklich sagen, dass ich wirklich sehr, sehr erstaunt bin über die Verarbeitung von diesem Gerät. Dann, als ich eben die Switch testete, hatte ich nicht das Gefühl, es hat mir recht fummelig gedacht, das Ganze. Und irgendwie schon ja, so verschlissen und so. Und auch die Farbe hat mich nicht so intensiv gedacht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dort haben sie noch einmal gewaltig etwas dran gemacht. Sehr positiv überrascht. Meine Katze ist gerade am Durchdrehen. Was ich nicht unbedingt beurteilen kann, ist, wie es ist, wenn man zum Beispiel draussen gamet, wie es von diesem Stil her ist, weil ich jetzt wirklich nur am Fernsehen gamet, weil ja, Zelda ist jetzt für mich etwas, das wollte ich wirklich, wenn ich dran hocke, wollte ich vielleicht so 2-3 Stunden am Stück spielen, weil ich dann vielleicht ein Tempo machen und dann nicht mal unterbrechen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht so lange in einem Zug oder sonst irgendjemand, wo ich so lange gamen könnte. Und darum habe ich das noch nicht ausprobiert, aber rein vom Display her bin ich also sehr beeindruckt. Ich habe keine anderen Spiele außer das Zelda besitzen. Zum Zelda kann ich sagen, also für mich ein absolutes Hammer-Game. Es ist wirklich völlig meine Welt. Man muss viel sammeln, man kann selber entscheiden, was man machen, etwas ganz Neues, als die Zelda kennen. Also, so etwas habt ihr noch gar nie gesehen. So viel Freiheit und so hat man noch gar nicht gehabt. Also, ich bin völlig überwältigt von diesem Spiel. Die Grafik ist extrem geil. Die Story so oder so. Die Ideen, die Logik, auch die Physik. Das ist wirklich ein Titel, den ich wirklich wahnsinnig empfehlen kann. Ich muss aber auch sagen, ich bin recht scharf auf die anderen Titel und finde es extrem schade, dass die wirklich so spät rauskommen. Also, ich habe das wirklich gefunden, so ein Zelda, ein Mario Odyssey und vielleicht noch ein Mario Kart. Das hätte ich jetzt wirklich auch noch dort rausjassen können. Das hätte ich wirklich persönlich cool gefunden, weil da die anderen Games, ja. Ich sage, dort fliegt ein riesiger Drache durch. Oh mein Gott, was ist das? Warte, ich muss schnell schauen. Also, geht die Konsole testen und kaufen sie. Das ist wirklich der Wahnsinn. Etwas, wo man sich einfach richtig gönnen darf. Tschüss zusammen!